habe die Ehre. Ich bin's, der Birger. Ihr wisst es ja, wenn mir neben Nivea noch was anderes am Herzen liegt, dann der wirkliche Mehrwert für euch in meine Videos. Und da die Wahrscheinlichkeit zum heutigen Thema wirklich extremst hoch ist, heißt es halt How to Zombie-Apokalypse. Damit da nichts passiert und wir uns nicht von einer sicheren dahergelaufenen Matschbirnen verspeisen lassen, fangen wir direkt an mit Phase 1. Erkenne die Situation. Wenn wir aus Filmen, Serien und Spielen, die sich mit einer Zombie-Apokalypse befassen, eins gelernt haben, dann, dass am Anfang immer alle dumm sterben. Wieso, weshalb, warum? Weil offenbar niemand eine IQ jenseits der Zweistelligkeit besitzt. Aber für das habt ihr ja mich. Grundsätzlich, wenn der jemand entgegenkommt, mit einer faulten, eingefallenen Fotzen, zerrissen's Gewand, sterben's voll Dreck von oben bis unten, stinkt auf 10 Meter gegen den Wind, wie ein Zigeuner aus dem scheiß Hosendirl. Wichtiger Hinweis. Hört jetzt ein bisschen nach dem Nachhauseweg vom Volksfest an. Meine ich aber nicht. Heute aus noch ein wichtiger Hinweis. Nein, ich rede nicht von deinem oder deiner Ex. Die Person kann ja nicht so richtig schmatzen und brummt bloß ein bisschen umeinander. Irgendwie hast du oben drauf auch noch das Gefühl, der hat ein Fressflash Level 9000, als hätte er gerade 25 Bongs geraucht. Dann macht bitte nicht den Fehler und hoff auf ein gutes Gespräch. Oder stell dumme Fragen wie, Entschuldigung, so ist okay. Oder, hey, hast du die Heidi gesehen? Die wollte mir eigentlich nur ein Faucher. Nein, du laufst. Du hast das nämlich nicht. Kannst du mit ihm in 5 Minuten zusammen da und im Kanon singen. Aber ebenfalls wichtig ist Phase 2. Kenne deinen Feind. Was gibt's überhaupt für Zombies, die in so einer handelsüblichen Zombie-Afrika-Pfütze umeinander reisen? Als erstes hätten wir einen Standard-Zombie-Sepp, den sogenannten Walker. Zu Deutsch der Gier. Der Teufel ist langsam wie Sau, fällt alle 2 Meter zusammen und ist, solange er dich nicht überrascht, auch nicht recht gefährlich. Außer du bist ein 25 Kilo Grischball, dann ist's wurscht, weil's zu uns so verschissen hast. Gefährlich wird der Sauhaufen erst, wenn er sich sprichwörtlich zum Sauhaufen zusammentut. Und 20, 50 oder noch mehr von denen auf die zukommen. Selbst wenn's dann Raketenwerfer dabei hast. Lauf! Neben Walker haben wir noch einen Advanced Zombie Sepp, den sogenannten Runner. Zu Deutsch der Läufer. Das ist zwar ein bisschen so eine neu moderne Erscheinung, aber deswegen auch nicht weniger gefährlich. Wie es der Name schon sagt, gräbst du nicht mit 2 km/h in der Weggeschichte umeinander, sondern rohrst er mit einem Vollsprint nach, sobald er die gesehen oder gehört hat. Das Greislige ist jetzt, dass der auch, wenn er allein daherkommt, ein echt beschissenes Problem werden kann. Vor allem, wenn du in der Regel nach einem 10-Meter-Sprint erst einmal eine Sauerstoffzeit brauchst, wie ich. Ich hoffe, ich brauche jetzt nicht dazu sagen, dass wenn von denen 20, 50 oder noch mehr auf die zukommen, du hoffnungslos verschissen hast, wenn dein Name nicht Usain Bolt lautet. Es gibt aber natürlich auch noch ein paar Spezial-Zombie-Seppen, aber das erzähle ich euch beim nächsten Mal. Viel wichtiger ist Phase 3. Die richtige Vorbereitung. Natürlich hat das Vorteile, wenn du einen Marathon laufen kannst. Oder ein Brackelviech bist und einen 200 Kilo Stor hin kannst. Leider hilft dir das halt nix, wenn du blöd bist wie 3 Meter Feldweg und die vom Straßenstimpen ausschmieren lässt. Kommt's also zur Zombie-Abolagrütze, sind wir immer optimal vorbereitet. Mit einem Zombie-Survival-Kit und die 5 wichtigsten Trümmer, die rein müssen. Dazu holen wir uns einen Rucksack, den wir allzeit griffbereit haben und backelt wir ein. Erstens, bisschen etwas zum Essen und Trinken, weil's verdierst nach 1-2 Tagen. Völlig Banane, wie oft du im scheiß Fitnessstudio beim Posen warst. Zweitens, ein anständiges Messer, weil's das Oweil brauchen kannst zum Dosen aufmachen, Astel schneiden oder in Zombie-Kipf stehen. Anders als bei den Amis kann man bei uns keine Schusswaffen im Edeka kaufen und du kriegst auch keinen Raketenwerfer zu deinem Handyvertrag dazu. Drittens, eine Taschenlampe, weil dir dein Brotmesser heute auch einen Scheißdreck bringt, wenn's in der Finster nicht weißt, wo's Hinstecher so ist. Viertens, ein Panzertape, weil's da aus dem guten alten Panzertape sogar einen kleinen unzerstörbaren Bunker bauen kannst, mit dem du Normandie verteidigen kannst. Fünftens, ein Erste-Hilfe-Kit, damit du deine Bordschall verbinden kannst, wenn's die in der Finstern wieder selber abstichst oder wieder zu blöd zum Gaskocher bedienen bist. Aber natürlich schon da auch ein paar andere Sachen nicht, wie zum Beispiel eine Klappschaufel, ein kleines Zelt, ein Multitool, ein Seil, ein Fernglas, ein Kompass, ein SP-Kocher, was weiß ich, oder der gute alte Rasenmäher. Party's over. Aber
das muss ja jeder selber wissen. Und ja, dass das Ganze so ein bisschen an deine Festivalausrüstung erinnert, ist ganz normal. So, weitere wichtige Fragen wie, geht eigentlich ein Elektrorasenmäher oder spritzt das Zombiehirn mit einer Glock oder mit einer AK besser, behandeln wir das nächste Mal. Wenn's Bock drauf hast, lasst jetzt ein Like da, schreibst in die Kommentare, was für eine Waffengerätschaft du dir zusammenbauen darfst. Und wenn's das noch nicht da hast, drückst du auf Abonnieren, sonst kommt nämlich der Advanced Zombie Sepp und beißt dir dein Pipperl ab. Ich hoffe, euch hat's taugt. Sag fett merci fürs Zuschauen. Ich geh jetzt Heidi suchen, haut's euch eine, habe die Ehre.